Guten Morgen, Tient alle. Ich bin hier herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier von uns Mars. Und wir sind hier noch einmal in Lukas. Lukas Kapitel Kapitel 2. Wenn ich das hier auch abgeschrieben habe, ich kijk das all die Roots. Lukas Kapitel 2, Vers 21. Ja, eine Vers soll ans Tagsvers von der uns sein. Als einmal überlesen. Am 8. Jahr muss das Kind beschnädn worden. Und er krieg den Namen Jesus, gerät so aus der Engel dort befohlen hat, nach euer Maria am Drüch. So, vielleicht wollt ihr auch so denken, na eine Vers den Tags, dort wird dann nicht so wie wir haben. Aber wir wollen von der an ans Zeit nehmen, wir wollen mal ein bisschen gucken, was die Beschneidung für eine Bedienung hat. Und für wem das überhaupt ist, dass sie beschnitten wollen. Und wem das überhaupt halb, und wer wird beschnitten worden. So, euer wie in den Tagen angehen, weil wir uns halb nehmen, weil wir mit dem Gebet anfangen. Ich glaube, ihr reicht davor, wie kommen wir verdienen, wir danken dir für diesen Morgen, was du uns gegeben hast, und dass wir wahre können den Worten entdecken. Herr, musst du uns das Gerät merken, was du zu sagen hast, und mach wieder Deuten entdecken. Und mach wir unseren Sein aufstellen können, dass wir aufmerksam sein. Und nicht davor, wir wollten dort, uns denken, der ist so klein, und unsere Kraft ist so schwach. Aber Herr, du das hier dort, mit deiner Kraft, auf dich verlassen wir uns. Und an die Frau wie, dass du musst mit deiner Kraft hier sein und uns das aufdagen, was du von uns verlangst. In Jesus' Namen bete ich das. Amen. So, wenn wir mal checken dann, wie von der ersten Tag, wie sind wir gekommen, wo wir so wenig von der Beschneidung wollen, dass wir die Messkrieg würden verachten. Und für uns ist die Beschneidung auch gleich. Das halb uns nicht, wenn wir uns würden beschneiden, finde ich. Das hat keine Meinung. Das merkt uns nicht aus. Und das, was wir von dir wollen angucken. Aber wem halbt das über was? Für wem wird die Beschneidung? Wir wollen nicht so teilen, dass die Beschneidung wie wird ausgedacht von Menschen. Da wir nicht. Gott sieht Abraham dort. Und dort, dass wir das sein können, dass die Beschneidung ist wirklich von Gott. Aber dass wir das meinen können, dass uns die Beschneidung von der ersten Tag nicht halten, und wir wollten, was das alles zu bedienen hat. So, wir wollen, zu diesen Tags einmal zu verstehen, von wo das herkommt, die Beschneidung, weil wir in die 1. Mose 17 gehen. Und da wollen wir uns das dumm ein bisschen besäuen. Die Beschneidung kann wir nicht verachten, wenn Jesus selbst wie ab all die Gerechtigkeit erfällt. Wenn heute Johannes kommt und will sich deuten, like wie der Letzte, wo das wird überhaupt nötig gehabt, sich deuten zu lassen. Und danach sage ich, wenn Johannes sich wehrt, Jesus zu deuten, dann sage Jesus, Luther doch es dort sein. Aber am all die Gerechtigkeit erfällt. Er sagt nicht, welche Gerechtigkeit. All die Gerechtigkeit erfällt. Luther es dort sein. Und Jesus wird getauft. Wo mit einer Taufe, wo bloß Sünder mit getauft waren, dass sie sollen Buße tun. Wir wissen, dass Jesus hat keine Nötigkeit, Buße zu tun. Und er darf wirklich Buße tun. Jesus wird gerecht, wenn er erst selbst der gerechte Gott, was hier im Fleisch beirrt hat. So, er darf nicht Buße tun, und danach sagt er, am all der Gerechtigkeit erfällt. So, er lädt nicht aus. Und das, was wir von dir wollen, uns mit Eva kicken. Dass sie sollen getauft werden, dass wir von Gott, wenn Gott hat Johannes den Däuber all versprochen und lang der Propheten hat all von geredet, dass der wird in Elia seine Kraft kommen, der wird in Wachrein merken für den Messias. Und dann sagen wir das auch, dass Jesus selbst, der kämpft und erfällt all die Gerechtigkeit,
Die Beschneidung hat Gott selbst geordnet. So war wir uns diesen Aufschnitt, das ist ein bisschen längerer Aufschnitt, 1. Mose 17, Vers 1 bis 14, weil wir uns den mal überlesen, dass wir das sein können, dass die Beschneidung wir nicht in Ding, was die Menschen sich haben nicht gedacht. Das ist so, was Gott selbst anordnet, was er soll tun. Aber Lothar, wo wir den ankicken, was uns das nicht von der schon da halten hat. So, 1. Mose 17, Vers 1. Als Abraham 99 Jahre alt wird, hat er eine Erfahrung, wo der Herr nur am Träumen sieht. Ich sehe der Herr, der alle Macht hat. Wandel nur meinen Wellen und verschulde die nicht. Ich will einen Bund zwischen mir und die Merken und ich will die viele Nachkommen geben. Damit fall Abraham ab sein Gesicht und Gott redete an. Nu weißt du, dat mijn Bund met die is. En du wirst de Führer über viele Felder sein. Die Namen, wat wir haben, nicht Abraham sein, das haben wir einmal bekickt, was das meint. Abraham, das meint gesehen, der Führer. Er sagt, die Namen, wat Abraham sein, und das meint Führer über viele. Wils ich die einen Führer über viele Felder merken. Ich will die so viel Nachkommen geben, so dass du Felder und Kennigs von die kommen wollen. Ich will meinen Bund mit die und die Nachkommen durch ihre Generationen nur die einen ewigen Bund merken. Ich will die und die Nachkommen ihr Gott sein. Und ich will die und die Nachkommen nur die das Land geben, wo du Raum gewohnt hast, das ganze Land Kanaan, dat zij dat als ein eeuwig aufgehouden haben, en ik ihr Gott sein war. En Gott sagte Abraham, nu ist dat ab die en die Kinder en Grootkinder, dat je den Bund holen durch alle jene Tiden. Dit ist der Bund, den du en die Nachkommen nur die holen sollen. Und jeder einer von jene Junges soll beschnädn werden. Die sollen jünd an der Verhüt an alle Junges und Männer beschneiden, und dort wird das Teken sein von mein Bund zwischen mir und jünd. Jeder Mann und jeder Jung, man jünd, der mehr als 8 Jahre alt ist, soll beschneden werden. Der wird man jünd geboren worden sein, und der wird die von Fremden mit Geld gekauft haben, sollen beschneden werden. So soll mein Bund als ein ewigen Bund an jünd Fleisch klar sein. Jeder Mann, der nicht an der Verhüt beschneden wird, soll in den Fall gestarrt werden. Der hat dann meinen Bund gebrochen. So hier sei wir dort, die Beschneidung, dat wir von Gott, he stellt dort an. He stellt dort an, dat die sollen beschneden werden. So, wenn wir nu würden glücklich über diese Schrift steht sein, und wir würden nu dit studieren, dit soll je tun, und wir würden von der Genut vergeten, wir würden von dort vergeten, was das alles zu bedienen hat, dann wird wie vielleicht einmal dazu kommen, wenn wir sagen, wir wollen ganz biblisch und wir studieren bis das Part, dann wird wir sagen, hey, wir müssen uns anfangen zu beschneiden. Wir müssen anfangen, weg abzuleiten ab die bitterlichen Dinge. Kriegst du das von der schon Tag, dort wird abstehen war, das Wort biblisch, und dann ab immer hast ich wurde doch so viel weg abgeleicht ab die bitterlichen Dinge. Und dann wird du so viel gekickt ab die bitterlichen Dinge, dass dort wichtiger wird, als das, was Gott versprochen hat. Und das, was wir von der schon Tag, was wir von der und wollen uns mit besäuen. Wir sollen das Jesus Wort beschneiden. Und ich will nicht allen Themas hier in Verriet sein. Der einzige Beschneidung, was perfectly was gemeint hat, wie Jesus seine Beschneidung. Da war wir bald sein, woran? Der einzige Beschneidung. Der einzige Person, wem seine Beschneidung überhaupt erhalten hat. Das wie Jesus. Das Volk Israel, bis Jesus kam, der ihre Beschneidung halb auch wird, aus den Teken, aber die wahre Beschneidung, da wie Jesus seine Beschneidung. Wenigstens, was sagt Paulus an der Galater? Luther war wieder nach Wara 3 hangehen, aber Galater 5,
Galater 4, Vers 3, du sagst Paulus ist das. Ich sage noch einmal zu einen jeden, der sich beschnädn lässt. Galater 4, Vers 3. Ich sage noch einmal zu einen jeden, der sich beschnädn lässt, dort dann schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Ich habe hier, was Paulus hier sagt, der kann das nicht verstehen. Dort, die Beschneidung halbt die nicht, wenn du nicht in Stand bist, das Gesetz zu halten. Das, worum ich sage, Jesus seine Beschneidung wird die einzige, was er überhaupt halten darf. Warum? Wegen es wird die einzige, wo das Gesetz 100% perfectly halten darf. So, mit dem Sinn, weil wir die Beschneidung nicht verachten, wegen Gott hat er eingeführt, aber wir wollen dann noch gucken, was halbt uns die Beschneidung dann? Weil wir auf die Beschneidung bauen. Wir wissen auch, dass in Römer 3, wo Paulus dort selbst steht, dass die Beschneidung der Haar eingeroten wird. Die Beschneidung, dort wings Paulus selbst, der die Beschneidung nicht verachten, wegen heute Paulus, der nicht herruden, dass sie sich beschneiden sollen. Sagt, das halbt ihn nicht. Und doch, der die Beschneidung nicht verachten. Wegen er selbst sieht dort, die Beschneidung Haar einen wird. Und dort war wir in Römer 3, Vers 1. Römer 3, Vers 1. Mit ihr kicken. Wann Jesus das sagt, was haben die Juden dann für einen Verrecht oder was nützt an der Beschneidung? Sag, was haben die für einen Verrecht oder was nützt an die? Und was sage ich hier in der zweiten Vers? Dort hat einen großen Wert. Sie, die Beschneidung hat einen großen Wert. Was wird das dann, dass die Beschneidung so einen großen Wert hat? Er sagt, erstens haben wir das unvertraut, was Gott geredet hat. Erstens haben wir das unvertraut, was Gott geredet hat. Durch alle Schriften, die wir haben in der Bibel, die kommen nicht von der heidnischen Völker. Da muss wir sagen, klar mehr. Gott hat noch nervös, was wir in der Bibel finden, dass die wird zusammen wem geredet haben, als durch seine Nachkommen, durch Abraham seine Nachkommen, wo das Volk Israel wird, und ganz besonders durch die Juden. Gott hat euch durch die Völker geredet, ist das ab utenom ein einziges Buch. Und das ist hier auf sein Buch. Das ist ein Buch von hier. Alle anderen Bücher, was wir in der Bibel haben, die sind alle durch Abraham seine Nachkommen geredet. Du kann keine charismatische Bewegung sich von der ersten Tag pochen, mit dass Gott hat die End geredet. Weil ich glaube dass Gott die End redet. Wenn sie die Bibel nehmen, wenn sie darüber lesen tun, dann redet Gott zu uns. Aber wenn wir uns nicht so erheben, und dass wir einfach glauben, oh sie, Gott der redet nicht zu mir, so dann, der hat uns dort nicht unvertraut. Da wollen wir so klar mit sein, Gott hat uns dort nicht unvertraut, dass Gott wird durch uns Bibel offenbaren. Er wird uns dort, was er all in der Bibel hat, dort wird er uns offenbaren, dort hat er all geredet. Aber was meint Paulus hier mit? Er sagt, dort hat er einen großen Wert. Erstens haben wir dort unvertraut, was Gott geredet hat. Also Gott vertraut ihn dort an, und durch ihn soll es nach alle Völker kommen. Das Gott alte Abraham sagt, durch die sollen alle Völker ab Erde, alle Familien ab Erde gesegnet werden. Das ist dort Versprechung, was Gott Abraham gegeben hat. Durch die sollen alle Völker ab Erde gesegnet werden. Der will gesegnet werden durch Abraham, durch dort, was Gott Abraham in seinen Nachkommen unvertraut wird. Aber dann müssen wir das einerseits klar haben. Die Serien, die Versprechungen gingen durch Isaac, die gingen nicht durch durch Ismael. Und die gingen durch Jakob, nicht durch Isaac. Und Lothar sei wieder, dass der Messias kommt, das ging durch Juda. Also, keiner von uns kann nicht stillstehen und sich du putzen, dass es einmal gesagt wird, und über dem, was ich mich putzen, dann redet Gott zu mir, wach ich mal mit. Wach ich mal mit. Dort sagt die Schrift, dass die nicht unvertraut. Wenn Gott nicht wird zu uns kommen, bitte die Bibel reden. Wenn Gott nicht wird kommen und durch was wir in der Bibel lesen, wir sind hier bis irgendwo und Gott hat nicht einfach eine Termin geredet, das vielmals gepocht wird. Gott hat nicht Termin geredet. Dann da wie Wort, was die Bibel sagt, no, das stimmt gleich, wenn es die erst hat gleich unvertraut. Und noch ein Ding, wenn Gott wird kommen zu uns reden, ich weiß nicht, ob wir theoretisch, dass wir würden bis dort anfallen.
Du weißt, was dort Volk Israel Gebet erhielt, noch von der ersten Tag. Wenn Gott kommen will, in Deutschland mit eintreten, dann prachen sie, ja, Gott soll nicht länger mit eintreten. Sie wären uns sehr zufrieden, wenn bis Moses wird eintreten. Du weißt, was wir dort trägen und checken. Was hat er für eine Bedeutung, dass sie sollen beschnädn sein? Und das Paulus hier sagt, dort hat einen großen Wert, und dort hat er dort einen großen Wert, zu was Gott dort bestimmt hat. Aber dann, der nächste Ding ist, soll Gott, wenn Gott ihn dort anvertraut hat, und wenn das Volk Israel dann eingehorsam wird, soll Gott dann alles in eine Ordnung schmieden. Weil wenn Gott so wird als Mensch, dann hat er. Wenn Gott so leicht sich bewegen lässt, als wir uns bewegen lassen, wenn du mal was nicht ans Weg geht, und dass wir so leicht vorig sind, dass wir so leicht sein, okay, wenn das ist, dann sie echt durch. Wenn Gott so wird als ein Mensch, dann hat er all lang. In der Einzige, wer das Reich wird gehabt haben, alle Versprechungen zu canceln, Gott mit Reich wird das haben können. Aber Gott beweist sich durch an, dass er dort hält, was er versprach, und don't what. Und dort sehen wir hier wieder, wenn Paulus hier so reden wird. Er sagt, in Römer 3, Vers 3, sagt er, wat über, wenn du so eine wären, die nicht glaubten, soll Gott wie in ihren Anglauf antrieben werden? Was dann, wenn das Volk Israel, der wird er diese Beschneidung hat anvertraut, der wird er sein Wort hat anvertraut, und wenn die über antrieben werden, was soll Gott dann? So abgierig sein, als wir Menschen sind? Soll Gott dann das Karren einen schmieden und sagen, ich sie da? Ich sie vorig, ich sie durch? Er sagt, so ein Jaff dort niemals. Paulus sagt, so ein Jaff dort nicht. Wenn das so ein Jaff, dann haben diese Jipper geirrt, Lieder, könnt den allmächtigen Gott bewegen. Du wings auch wie so Frau, dass wir einen unbeweglichen Gott haben. Dass Gott sich nicht bewegen lässt, wings wie kalt kommen. Dass Gott nicht vorig wird mit uns. Und sag, ich sie durch mit jünd. Wings wie kommt jeder Tag kalt. Und Gott wird jeder Tag Ursache haben. Und dann eng mit uns. Jeder Tag wird er die Ursache haben, dann sagen, no, die wollen bloß nicht, und ich sie vorig mit jünd, ich sie durch. Aber wenn wir einen unbeweglichen Gott haben, das ist eine von seinen Eigenschaften, wenn er unbeweglich ist, und das weiß er jeder Tag, wo wir einen Tag mal leben, dann beweist er dort, dass er unbeweglich ist, dass er sich nicht bewegen lässt, wenn wir kalt kommen. Wenn Paulus selbst sagt, hier sagt er, so ein Jaff dort niemals. Und wenn alle Menschen Lehner sind, Gott ist wahr, so es geschrieben steht, dass die durch deine wird gerecht vor dich wirst, und zum Reichen kommst, wenn du gerecht wirst. Was ich will mit sagen, ist das. Gott wird sich nicht bewegen lassen, in sein Versprechen canceln, was er sich auf ewig geteilt. Weißt ihr, wie viel Macher Gott ist? Es hat Krieg so leicht, bis sein Versprechen durchführen, und don't what. Was er sich ewig geteilt hat, da was er Abraham mit einem Erd versprochen hat, er sagt, wenn er den Erd bei keinem Geratenen merken können, möge er den bei sich selbst. Und was wird der Erd? Er sagt, ich will ihn sehen. Ich will mein Sehen lassen, über ihn kommen. Ich will wirklich die sehen. Und du wirst die Versprechungen, dass der Radar wird kommen, ans Raden mit an. Wenn wir hier einmal ein kleines hier wieder kicken, ich will bloß ein Weg mehr ableiten, ab wie viel die Beschneidungen wichtig. Und das hat bloß weg, ab der Linie, durch die, was der Radar kommen wird. Das drückt bloß du weg. All die anderen, was sich Leuten beschneiden und was vertrauen ab der Beschneidung Saaten, der Haupt der Beschneidung nicht. Also Paulus sagt, da ist noch kein Jüd, das bis vom Büten unter sein ist. Die wirkliche Beschneidung ist der, was im Hort passiert.
So diese Beschneidung, was am Fleisch passiert, da wir müssen Handwies haben, wir müssen schauen von der weltlichen Beschneidung, was da wird kommen. Die weltliche Beschneidung ist dort, was bei uns am Hort passiert, wenn das steinerne Hort wird bei uns rückgeritten, und das fleischende Hort wird, und da steht die Jeff. Ich sage, hier in 3 Vers 4 sage ich, sie sind Israeliten, die Gott sich wählt, seine Kinder zu sein. Gott mögt mit an einen Bund und Leut an der Herrlichkeit seinen. Er jäuf an das Gesetz in den Gottesdienst. Er sagt, das ist das, was Gott sich gewählt hat, die Leute hat das sein. Die Leute hat seine Herrlichkeit sein, even wenn sie auch so prachten, sie wollen die nicht länger sein, wegen dass wir sind, was sie nicht mehr verdrehen können. Angehören der Führer und Gott, Gott dort versprechen jäuf, dort von an, nun Fleisch nu, ich höre mal hier, was das hier sagt. Angehören der Führer, der Gott dort versprechen jäuf, dort von an, nun Fleisch nu, der Christus wird geboren worden, da du über alles erst, mocht Gott ewig gelobt werden. Amen. So hier sei wieder das Wahre, wo das Wort halten dort, dass sie die Beschneidung hielten. Wenn es am das anvertraut wird, und von am wird der Messias geboren werden. Das sage ich, angehören der Führer, der Gott das Versprechen gibt, und von am, num Fleisch nu, der Christus wird geboren werden. Von am. Das ist der, was du wirklich noch eine Ursache haben, sich zu beschneiden. Wenn es nicht wie ein Teken von dort, was Gott gesagt hat, das soll ein Teken beginnt sein. Und dann in Psalm 147, Vers 19 und 20, du sagst, wie das kriegt so. Psalm 147, Vers 19 und 20, hier sagt, heu hat Jakob sein Wort offenbart. So, heu hat Jakob sein Wort offenbart und Israel seine Gesetze in Verschriften gegeben. Das hat heu für kein anderes Volk getan. Die kennen seine Gesetze nicht. Halleluja. So, hier sei wieder das, dass heu hat kein anderes Volk, das offenbart. Die Offenbarung, wie haben wir Gott ist, kommt alle durch das Volk, was er sich ausgewählt hat. Das wird das Volk Israel, ganz besonders die Juden. Aber wir sagen, du sind auch viele Propheten, die wir nicht gekriegt von den Juden. Aber wir von das Volk Israel. Und durch das haben wir all diese Versprechungen und all diese Segnungen, all diese Offenbarungen, wer Gott ist, seine Gesetze, was Gott von uns verlangt, das haben wir alle von da gekriegt. Aber was halb uns dort, wenn wir nu würden in so einem Sein auf einmal näher kommen, dass wir niemanden physisch beschnädn wollen? Was wird uns dort halten, wenn wir nicht dreimal Jahre nach Jerusalem reisen? Und du mit den Bloßdinger bloßen und das Opfer du bringst, alles ne physisch haben, wo die Pharisäer so sehr abbühen deuten. Wo wird uns dort halten? Das wird uns absolut nicht halten. Wenn es dort sei wie um Paulus, wenn er sagt, wenn die den du verloren, dann habt ihr in Christus nicht. Die wirkliche Beschneidung, die was du wirklich jemals gehalten hast, das sind erstlich, der was Abraham gegeben wird, und der was so in der Linie halten, bis Jesus kommt. Das ist die einzige Beschneidung. Aber die Hauptbeschneidung, was jemals in Wert gehabt hat, das ist Jesus seine Beschneidung. Wenn es heute einzige wird, wird das Gesetz perfectly erfüllt. Jesus fehlt nicht an Genug. Jesus fehlt nicht an Buße zu tun. Jesus wird gerecht. Und Jesus wird der Einzige, zu wem Gott kann sagen, das ist mein Leiber sehen, mit dem ich sehr zufrieden bin. Das soll sich kein Mensch jemals werden Tote sprechen. Und wir haben so eine Lasterung, ist dort gehört, von einem Konsul, dort du wird wer gedäubt. Und wenn die dich gedäubt haben, dann sagen sie so, nicht Gott mit dir sehr zufrieden. Kann ich euch hören, was von der Lasterung dort ist? Kann ich euch hören, wo wenig die von Gott kann, wenn sie sich gesund werden zu sein? Der Einzige, wem das jemals traf, dass Gott
einfach diesen Namen gesprochen worden, mit diesem gesagt, Friede, das einzig seinen einzigen sehen. Kein anderer Mensch kann sich das jemals aussprechen und soll wir uns dort wählen. Dann sagen wir entweder, wir dann öffentlich lastern, oder wir wollten das nicht besser. Ich wünsche, dass wir wenigstens nicht besser gewusst haben. Aber wenn wir mal gucken, Hebräer, wo der Schreiber an der Hebräer anfängt zu reden. Und wenn er sagt, Hebräer 1, Vers 5, er sagt, der Engel hat jemals gesagt, du bist mein Sohn, ich bin von dir dein Führer geworden. Oder, ich war sein Führer sein und er wird mein Sohn sein. Das sagt der Schreiber an Hebräer, zu wem hat er das jemals gesagt? Und auch, zu wem hat er jemals gesagt, mit diesem exakten Frieden? Einzig Jesus kann den Titel drehen, dass er mit Reich der Beschnierung hat. Das ist der einzige, wem der Beschnierung wirklich was gehalten hat. Wenn wir bis 3 denken an, was Paulus an der Galater sagt, du in 4 Vers 3 sagt, ich sage noch einmal, da sich beschneiden lässt, dass der dann schuldig ist, das Gesetz ganz zu halten. Wenn das ist, aber was die Bühnen da, bitterlich, weil die das alle so ganz reich da und die wollen haben, dort soll Gott ihnen dann tun, noch wenn die ihn dort verluten, dann muss die auch perfekt sein. Aber wir wird uns den Galater 5 mal ein bisschen wieder besagen. Galater 5, Vers 1. Galater 4, Vers 1. Er sagt, dann blieb nu in der Freiheit, wo Christus uns verhalten hat, und lot ihn nicht wahre ins Glaubenjoch ableiten. Ich, Paulus, sage ihn, wenn die beschneiden loten, dann halbt ihn Christus nicht. Wenn die wollen ihn dort verloten, dass die eine physische Beschneidung wird was halten, dann halbt ihn Christus nicht. Dann muss die Salz. Dann habt ihn die Genüge nicht. Er sagt das hier so wieder. Ich sage ihn noch einmal, zu einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er dann schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Wenn die durch das Gesetz wollen gerecht werden, dann haben die ihn von Christus losgemerkt und sind von Genüge aufgefallen. Und das Wort Genüge, das kann viele Menschen nicht verstehen. Genüge ist dort, dass wir nicht eine Verdienst behandelt werden. Dass wir werden behandelt mit Genüge, dass wir dort kriegen, was wir uns nicht verdient haben, und dass wir dort nicht kriegen, was wir uns verdient haben. Unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht werden. Bei Christus Jesus teilt dort nicht ein Bett, ob wir beschnitten oder nicht. Dass wir beschnitten sind oder nicht. Bei Jesus Christus teilt dort nicht mal. Wo die Physis und die Körper da teilt nicht mal. Und ich will ein klein bisschen hier anholen. Wie weit dass von der ersten Tag viel Konflikt ist, aber bist du reich getauft? Hast du das dann reich getan? Well, of course, keiner hat das reich getan. Und even wenn wir würden mit der Ungeduckstoffe getauft sein, even wenn wir würden ungeduckt sein, wir würden das dann noch nicht mehr reich getan haben. Wenn wir wollen, du abgehen, wo reich wir das getan haben, dann wird keiner. Dann, das ist mir korrekt, das soll bei Christus, Jesus teilt dort nicht ein Bett, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben, der durch Glauben zum Verschieden kommt. Und hier will ich anders ein klein bisschen noch korrigieren, dass uns Leute nicht beschuldigen tun wegen das. Da wir das Taufe verachten, sei lang nicht. Wir fordern das unbedingt, dass ein Mensch getauft ist. Das fordern wir unbedingt aus dem Gehorsam schreit. Und ein Zeugnis, dass wir im Glauben sind. Aber merken wir uns so viel, wo reich wir das haben getan? No, wir tun nicht. Wir merken uns, wo reich Jesus das getan hat. Kriegst du Geld aus die Pharisäer, die so viel Weg ablehnen, ob das so reich werden, kriegt die alle physische Dinge reich getan, die halten ihn nicht. Die müssen ihn bis nach Stalt, und die müssen ihn bis nach raufkicken, ob die, was das nicht so reich getan hat. Kriegt das selbe, weil wir von der ersten Tag auch werden. Ob wenn wir Dinge uit Schwachheit haben, nicht besser gewusst haben. Und
En so goed als wir wisst, dann haben wir die Dinge getan, even wenn wir ganz arg sind. Ich sage ganz arg, lang nicht biblisch gewesen. Bühen wir nicht du ab, worauf wir das getan haben. Wir bühen ab, worauf Christus das getan hat. Und so, hier trainiert die Beschnädung. Wenn Paulus sagt, bei Christus, Jesus teilt dort nicht ein Bett, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben. Hör mal, was das hier sagt. Er verlangt Glauben, der glaubt im Verschieden. Wir haben kein Glauben, wenn wir nicht Glauben haben. Weil wir uns nicht verlegen. Wir haben kein Glauben, wenn wir nicht Glauben haben. Und doch haben wir Glauben. Even die Menschen, die wirklich in Karte natürlich sind, haben Glauben, aber dort muss er glauben. Jakobus sagt, du sagst, du glaubst, gut, sag ich doch. Das glauben sogar die Beise. Ja, er sagt es nicht. Du sagst, du glaubst, dass du in Gott bist, sagt er, gut. Das glauben sogar die Beise, yes, dann du bist drin. Du nicht mit den Glauben pochen. Sagen, sie ich kann glauben, wenn du nicht Glauben hast. Wings, der wahre Glauben, das ist nicht uns Glauben. Der wahre Glauben, das ist der Glauben, was der Heilige Geist in uns wirkt. Das ist die Frucht, was der Heilige Geist in uns wirkt. Manchmal ist die Schrift als so verdreht worden, dass einfach den Mensch wird so viel Irrtümer sprechen, dass die einfach den Mensch, das Irrtümer sprechen wird, dass der Mensch in sich selbst glauben kann. Der kann nicht. Die kann glauben, aber das ist ein falscher Glauben. Das ist sein Glauben. Das ist, woran Paulus sagt, die sind mit ihren Glauben zu schon gegangen. Und dann brauchen die dort zu sagen, sieh, du sagst, dass wir können unsere Erfahrung verlieren. No, das redet nicht, Paulus redet nicht mal von den wahren Glauben, das redet von ihren Glauben. Manchmal muss wir die Schrift in Kontext nehmen. Die sind mit ihren Glauben zu schon gegangen. Wovon Glauben haben sie? Kriegst Glauben ist von dem, was Jakobus redet. Er sagt, die Glauben ohne Worten ist tot. Das ist uns einer Glauben. Den Glauben, was wir ans Top geschüstert haben. Den Glauben, was wir glauben, zu glauben. Da hat keine Worte. Aber, du willst mal wie kicken, dann, was ist das dann, was bringt uns dann den wahren Glauben? Wo können wir dann den wahren Glauben haben, was du dann wirklich teilt, oder die wahre Beschnädung? Wir wollen Galater 4, Vers 22 gehen. Er sagt es dit, den Jes seine Frucht. Den Jes seine Frucht. Wann das den Jes seine Frucht ist das unsere Frucht, oder ist das den Jes seine Frucht? Das müssen wir uns beantworten. Jesus, du in Galater 4, Vers 19, du sagst Paulus, was das Fleisch verworfen hat, das ist klar. Und was nannte du dann ab? Bis auf schädliche Dinge. Das ist das Fleisch erworfen. Das ist, was wir in Sturm sind zu tun. Aber dann dreht er sich von uns weg. Dann sagt er, dann dreht er sich von das Fleisch weg. Er hat nicht, das habe ich auch einmal gesagt. Paulus erwähnt hier nicht unsere gute Worte und unsere schlechte Worte. Das ist, wo Menschen das so leicht arg kenntern. Die glauben, sie haben gute Worte. No, die haben keine gute Worte. Die haben nicht gute Worte. Das Fleisch hat keine gute Worte. Das ist Paulus so sehr klar gemacht. Er sagt, was das Fleisch verworfen hat, als euer Brauchiererie, Anreinheit, anbandet Leben, Aufgärterie, Sauberie, Feindschaft, Streit, Hauptsucht, Wut, Nusig sein, Zangspolerie, Aufgangs, Mord, Sübnen, Freten, was er noch was würde könnte sein. Sübnen, Freten, so was mehr, sagt er. Like, wenn dort immer noch mehr, was immer das Fleisch noch verworfen hat. Ich habe ihn dort auch einmal gesagt, aber ich sage ihn dort noch einmal, der so was tun wollen, und Gott ihn direkt nicht ankommen. Der so was tun, wenn die in Fleisch blieben, wenn die noch nicht gekreuzigt sind für das Fleisch, wenn die noch nicht gestorben sind, wenn das noch nicht der Heilige Geist ist, was in ihnen wirken hat, die wollen nicht in den Himmel ankommen. Die können von Büten haben, womöglich noch eine schmucke Menschen loten. Die können von Büten haben, noch viele Dinge fern in Ordnung haben. Aber die wollen in den Himmel nicht ankommen, sag ich doch. Und dann dreht er sich nicht dort, wo du wirklich jährlich ist. Und das ist das. Vers 22. Den Jes seine Frucht. Dit will wir uns nervös selbst aussprechen. Das ist nicht unsere Frucht. Das ist den Jes seine Frucht. Das ist, was der Heilige Jes in uns schaffen hat. Er sagt, den Jes seine Frucht ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gott, Gesonnen, seinen Glauben. Das hat mir extra groß getan. Glauben.
Dat is de vrucht van den Heiligen Geest. En du wegen jetzt mal wieder so klar auf von zu reden, von wovon Glauben redest du? Wenn wir sagen, ich glaube, okay, gut. Von nu merkt mir das mal deutlich, von wovon Glauben redest du? No, aber ich glaube, dass du an Gott hast. Weil Jakobus sagt, ich glaube, der Beise Gäste glauben das auch. Du hast nichts zu pochen, dass du Glauben hast. Wenn du den Glauben, was du hast, den Glauben, was du in dir selbst hast, das sagt Jakobus, der Beise Gäste glauben das sogar. Das hält die nicht. Wohnt erst dann der Glauben, was du teilen lässt. Na, das ist der Glauben, was Paulus hier so sagt in Galater 4, Vers 22. Dat is den Jes seine Frucht. Den Glauben, wat de Jes in ons werken deed. Als de Glauben, wat de talen deed. Hij zegt, ik wil het nog eenmaal even lezen. Den Jes seine Frucht als Leuf, dat is ganz eerste. Dat de Leuf, wat de Heilige Jes werken deed, als werkelijk de Leuf, wat de talt. Dat is niet onze Leuf, wat we ons maken met alle gewalt toeberoepen, en zijn es weer niet nog avondsmelig gaan, nog zijn ons basen vrienden leuven. Dat is niet van wat van een Leuf hij hier redt. De Leuf van wat de werkelijk voor God jaarlijk is, dat is de Leuf wat hij roets in ons werken deed. De Führer zien den Heilige Geest, den haben wir als ein einziger Gott. Und wenn het hier sagt, den Geest seine Frucht, dann ist es auch Gott seine Frucht. Dann ist es auch den Sinn seine Frucht. Das sind alle ein. Hij sagt, den Geest seine Frucht als Leuf, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gott, Gesonnen, seinen Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschen. Gegen so ist das Gesetz nicht, sagt er. Dat Gesetz hat nicht mehr zu sein, also er hier in 18. Vers sagt. Wenn die jünd von den Heiligen Geist regieren lassen, hat das Gesetz nicht mehr zu sein. Was sagt er damit? Er sagt, wenn der Heilige Geist beginnt an der Arbeit ist, dann wird das Gesetz nicht verdammt. Das Gesetz soll ihn verdammen. Das Gesetz wie ihn heran. Der Rechter wie all Reut im Rechten, dann hat überall sprechen. Aber wir sollen das durch nur den Heiligen Geist, was uns gegeben ist, da ist das, wer das wirken wird in uns, so dass wir nicht groß reden haben. Also Römer 3 sagt, wo ist dann nur all uns groß reden? Er sagt, das ist damit. Durch was für ein Gesetz? Durch Worten? No. Wenn er redet von Worten, dann redet er durch ein Gesetz, da wird die im Sturm gewesen zu tun? No. Er sagt durch den Glauben. Und nu haben wir das gesagt, dass der wahre Glauben nicht mal ans eine Glauben ist, das ist noch der Glauben, was der himmlische Vater uns geopenbart hat. Und ein von den klarsten Teken ist, dass du mit Petrus, wenn heute Anerkennung gibt, wer Christus ist, dann sagt Jesus an, dass du sagst, klar, das hat Fleisch und Blut, die nicht geopenbart, das hat mein himmlischer Vater, die geopenbart. Das stimmt 100% mit, was Paulus hier so reden hat. Er sagt, den Geist seine Frucht. Und deswegen müssen wir abhören, mit ab uns selbst vertrauen und glauben, wir sind in Sturm zu glauben, wir sind nicht. Wir sind in Sturm zu glauben, da will ich euch sagen. Aber was ist das für Glauben? Wir haben nicht mehr zu pochen, als der Böse Geist hat. Mit unseren eigenen Glauben haben wir nicht mehr zu pochen, als der Heilige Geist hat. Das hilft uns reich nicht. Aber der Glauben, was der Heilige Geist in uns wirken wird. Und das woran wir können, was Paulus sagen, dass wir nicht mal dass wir beschnädn oder nicht beschnädn sind. Das sind alles physische Dinge. Wo total, das ist, dass wir in reinen Hort haben, dass wir vom Band geändert sind. Wo total, das ist Leute, was durch Glauben zum Verschieden kommt. Und dann, wenn wir das sein können, aber wie kann ihr das gleich? Wie kann das nicht? Das, woran Paulus sagt, nu als hij met seine Gerechtigkeit voor een dag gekommen, ohne das Gesetz. Also in anderen wird, nu als hij met seine Gerechtigkeit voor een dag gekommen, und nu fordert hij das nicht mehr von Jünd. Nu als dat hij wat het wirken deed, nu als dat hij, das het hier sagt, den Geist seine Frucht, das wat Gott in uns wirken deed, das ist wat Gott nicht anerkannt deed. Und dann belohnt uns. Für was hij gedaan hat. Hij dat mal über gedacht, den Lohn, was wir im Himmel kriegen, das ist nicht wegen wie so sei geschafft haben, das ist der Lohn, dat wat Gott gewirkt hat, maar dat belohnt hij ons nog. En dat is waarom ik met Steve Lawson met einverstanden zijn. Hij zegt, ik wil niet een halve seconde in Himmel zijn, maar ik wil mijn kroon nemen en schmieden voor den Thron halen en zeggen, Gott, du bist waardig dit te brengen. Wens dit goede, wat ik in stom gewassen te doen, her dat hast je du gewerkt. Du wegen traf die deze kroon te brengen. Die traf dat deze kroon op te gaan. Dit is een ware Christ, wer zo gezond is. Dit is een ware Christ, dit is de ware leer, dit is de biblische leer, wat er alle wegen veracht wordt, dat het God en God alleen is, wer er in een mens werken deed. Hij zegt,
En so, wenn wir nu een klein beetje terugkijken naar de beschnijing, wie deze Radung, wie dit Versprechen bloß voor het volk Israël, wie dat bloß voor die wat te beschneden werden, wenn wir mal nu in trainen Römer Feuer verschneien gehen. Hij zegt, Römer Feuer verschneien, hij zegt, ist diese Säuligkeit dann bloß für die beschneden sind, oder auch für die nicht beschneden sind? Für wem ist das dann? Gott hat durch Abraham versprochen, den Segen über alle Familien zu geben, aber wir sollen das bloß Abraham seine Linie durch Isaac und durch Jakob, die waren beschnitten. Und der andere, der Offenbarheit nicht, keine Offenbarung nicht. Das behält er für sein Volk. Und das Gesetz wird gegeben, aber ein Wegweiser soll sein, so lange, bis Christus kommen wird. Das sei wie in Galater 3, Vers 24. Nu wat wir da umholz all sein. Er sagt, Galater 3, Vers 24, er sagt, dass das Gesetz wir uns zu belehren, bis Christus kommt, dass wir durch den Glauben können gerechtfertigt werden. Das heißt, das Gesetz wir nicht anrichten, dass wir dem Sinnfall, die Linie zu holen, bis Jesus kommen wird. Und nu wollen wir zurückkijken, als das dann noch bloß für das Volk Israel. Das ist, was das selbe Volk Israel schwor wird zu begreifen, dass die ersten Herden zum Glauben kommen. Als Petrus naar Cornelius gaat, een onbeschnedenen Weltmensch. En de Jes had Petrus gezegd, go du haan. En Petrus wehrt sich eerstlich noch. Aber hij moest dat gaan. Hij predigt het Evangelium. En dat de Heilige Jes op die kamp, en dat hij fangen onder spreken te reden, dan wunderen die Jüdische Brüder, wat er zijn zum Glauben gekommen, die wunderen sich. Die sagen, die stehen du immer, wow. Die sind nicht Juden, die haben dieselbe Gelegenheit wie. Die werden überrascht door Eva. Dit is de gouden Nachricht für uns als Nicht-Juden. Dat even wenn Gott die Juden gebruikt hat, das Volk Israel gebruikt hat, um uns die Schrift geben, dass wir das nu noch sogar können auf unsere Sprache kann, sie müssen diese Linie bewahren, bis Jesus kommt. Dass wir im Wegweiser beten. Und dat Gesetz wordt boven angegeben wordt, 430 Jahre nur dem Führer Abraham seine Versprechung, mögt diese Versprechung nicht alljährlich, dass alle Familien ab ihr würden gesegnet worden. Wenn er redet von alle Familien, dann redet er auch von all Gott seine Kinder. All Gott seine Kinder. Aber wenn wir hier nicht in Römer Feuer verschneien gehen, ist diese Säuligkeit dann bloß für die, die beschnitten sind, oder auch für die nicht beschnitten sind? Wir sehen, dass Abraham sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet wird. Dass Abraham glaubt, dort wird ihm angerechnet als Gerechtigkeit. Nicht seine Beschnitten. Und das ist, wo das pharisäische Geschlecht, das sehr arg hat. Sie sprechen Abraham schier als fehlerlos uit. Und sie würden ab so viel bitterliche Dinge ab Abraham gebüht haben, wenn aber nicht ein von die verabschiedlich werden für Gott. Dort Abraham seine Gerechtigkeit war zugesprochen, dass wir wegen he glaubt Gott. Aber habe ich nicht all die Rutsch gesagt, wo kommt das, dass ein Mensch glaubt? Wenn der Heilige Geist nicht in Abraham gewirkt hat, dann hat er auch nervös geglaubt. Wenn der Heilige Geist nicht in Abraham gewirkt hat, dann wird er nicht mal in das Land reingegangen und das Land nehmen, was Gott am Menschen hat. Das ist Krieg, wo Gott alle ihr kriegt. Dass Gott das wirkt, en hij deed, en hij viert. Hij heeft dat rein alle gedaan. Dat goede wat we in stom zijn te doen, heeft hij alle gedaan. En dan beloont hij ons met dat loon wat hem alleen betroffen. Ja, dat is niet wunderbar? Dit ooit viele mensen. Wanneer je willen gaan, dat je zal den loon krijgen wat je ihnen verdiend hebt, dan krijg je den ook. Dat is ewig in de hal. Aber das Gute, was die noch im Sturm sind zu tun, wenn es von den Heiligen Geist ist, und du hast kein Gute, was ein Mensch kann tun, bitte den Heiligen Geist. Alles, was nicht durch den Heiligen Geist kommt, das ist Böse. Das ist durch das Fleisch, was wir in Galater 4, Vers 19 sein, wo das Fleisch verworfen hat. Du kannst ihn nicht mehr pochen. Und so hier traine das. Für wem ist diese Erfahrung da nicht? Bis durch die, was beschnitten sind, no, sagt er, wir sagen, dass Abraham seinen Glauben
aus seine Gerechtigkeit angerechnet wird. Wann wird an sein Glauben aus Gerechtigkeit angerechnet? Als er beschnädn wird oder als er noch nicht beschnädn wird? Wann wird Abraham die Gerechtigkeit angerechnet? Wie hat er dann all beschnädn? Nee, er wird noch nicht. Die Beschnädung, die kommt nach all Jahren Luther. Er sagt nicht aus beschnädn, aber aus er noch nicht beschnädn wird. Dann wird sein Glauben all aus Gerechtigkeit angerechnet. So wie sein dort an Abraham, Gott, durch sein Geist, wirkt dort in Abraham, dort er glauben dort, und dort, was Gott gewirkt hat in Abraham, dort rechnet Gott am an aus Gerechtigkeit. So, wo hat Abraham dann nicht was gerät, dort er gerät reden kann? Wo hat Abraham irgendwo, was er kann sagen, ich glaube, und du wen hat Gott mir seine Gerechtigkeit angerechnet. No, Abraham und seine damit würde man sagen, no, even den Glauben, was ich habe an Gott, das ist das, was Gott in mir wirken tut. Jeder Mensch, wer den wirklichen Glauben hat, der nicht voll stolz sein mit selbst, der muss das eine Jahr getauscht tun, dass ich überhaupt in Stand sie zu glauben, das ist wenigstens Gott gerührt wirkt den Glauben. Wenn er sagt, wann er wird an seinen Glauben angerechnet, das aus Gerechtigkeit angerechnet, wie er dann noch beschnitten? Nee, der wird nicht. Er sagt, die Beschneidung kommt Jan Luther. Er sagt, der 11. Vers, Römer 5, Vers 11, sagt, und er kriegt die Beschneidung aus ein Tegen für seine Gerechtigkeit durch den Glauben. Das wird ein Tegen dafür. Dort er soll ein klarer Tegen sein, seine Nachkommen soll ein klarer Tegen sein, das ist mein Volk. Bet so lang, bis Christus kommt. Und was ich gesagt, wenn Christus erst gekommen ist, der ist nicht geboren, alles hat der Feld, was er von angeredet. Glaub ich, halb die Juden dort nicht noch von nu wieder sich beschneiden zu lassen. No, der halbt das nicht mal. Das ist bloß noch eine Ursache, mehr mit sich selbst stolz zu sein. Einzige würden nicht all so weit gehen, und ich habe sie nicht gehört, die gehen nicht all mit der Tafel so weit es steht. Okay, nur wenn das dort ist mit der Beschneidung, das hier mit der Tafel kriegt, so, niemand Jesus alles vor dich hat, dann leih nicht mal weg ab der Tafel. Du musst wie auch vorsichtig sein, dass wie dort, was Jesus selbst gesagt hat, wenn er alles vor dich hat, er fuhr in den Himmel, und er sagte seine Jünger, dort ist alles vor dich. Nicht gut im Predigt, das Evangelium der ganzen Welt. Und däubte in den Namen von den Führern, von den Sehnen, von den Helden Jesus. Jetzt wer geläuft und gedäubt wird, was selig wird. Wer aber nicht geläuft, und jemand wird auch ganz klar mehr, wenn die noch däupen lässt, aber die glaubst nicht. Und hier redet er von den Glauben, den einzigen Glauben, was der wirklich teilt, und das ist der Glauben, was der Herr Jesus in uns wirkt. Wer nicht läuft, in Johannes, der hat nur eine klare Beschreibung. Es ist dort nicht der jeden Christ, der dort nicht bekannt, wo Jesus gekommen ist. Und es dort, wie es uns der Schrift wohnt, der wahre Glauben ist. Was wir dann wirklich glauben tun, wann das der Glauben ist von den Helden Jesus. Und hier ist ein Einheitslehre, wo wir machen so klar machen. Du sind von dir schon auch Menschen, die bekannt in Glauben zu haben. Die haben aber nicht. Die haben in Glauben, aber das sind selbst gemerkter Glauben. Wenn es dort sind Glauben, was sie selbst in Sturm sind zu glauben. Dort ist der Glauben, dort sei ut sich selbst, der unterhalb von den Helden Jesus han könnt glauben. Und du wen es Gott angenehmig. Dort ist ein falscher, selbst gemerkter Glauben. Und dort ist nicht anders, als Jakobus sagt, du glaubst, dass du in Gott ist? Gut, du weißt jetzt, der Glauben hat eben, und du bist halt drin. Du bist nur später auf, als du bei sich jetzt da, wenn du mit den selbst gemerkten Glauben, die was zufriedenstellt. Aber wir wollten dort, dass der wahre Glauben durch den Heiligen Geist kommt. Der Heilige Geist ist dort, wer uns den wahren Glauben in uns wirken wird. Und der wahre Glauben ist dort, wo uns die Gerechtigkeit zugesprochen wird. Amen. Ich würde wünschen, wenn wir können so drei, vielleicht sagt das hier alle, der in andere gehört von dir, holt mir das zu gut. Ich will hier sein, wo vielleicht den Namen packen können, der eine falsch. Dort hat eine Weg der Beschneidung. Aber uns halb die Beschneidung nicht, wenn wir uns würden nicht physisch beschneiden lassen. Das halb uns reicht nicht. Aber das halb wird, wenn Gott dort gesagt hat, die sollen sich beschneiden aus ein Tegen,
En de einzige, dat wil we frustreren denken, den einzigen, wat wirklich met reich kan zijn, hij als beschneden waren wie Jesus Christus zelfs. Wens hij weer volkomen oneinetable uit te laten, dat derg te leven wat het Gesetz verlangt van hem. Dat is waarom de beschneding wat helpt. De beschneding wat aan hem gedaan wordt. Dat hij beschneden wird, dat is de einzige beschneding waar ik het groot van te reden. Ons andere alle dat helpt niet. Wens keiner von uns als ein Sturm gewesen, nicht mal eine Sekunde in uns Leben, sei wie ein Sturm gewesen, das Gesetz vollkommen zu halten. Was glauben wir dann, wird uns die Beschnedung dann halten? Wir sind nun bei dem Punkt, wo wir selbst nicht als lang vor Gott handfallen um Genug brauchen. Dass wir nicht uns auf unsere Gerechtigkeit verluten, dass wir nicht uns dort verluten, dass wir noch gaan hier und du, was Gott hat abzuwiesen. Und du, weil wir uns Gott sein bekäupen. Da wird uns nicht uitkomen. Wir können unsere, das Bruder Hermann al eerst zei, unsere Gerechtigkeit, wanneer dat nu redt van onze Gerechtigkeit in Jesaja 65, dat is het beste wat we abzuwiesen haben. Onze Gerechtigkeit, dat zijn de Schmutzkarten voor God zijn Eeuwen. Heeft die kein gefallen an. Aber hij heeft een gefallen an sich selbst. Hij heeft gefallen an zijn zijn. En met den is hij zo tevreden. En voor wem die zijn Gott sagt, is God ganz tevreden met. En die sprak ons de Gerechtigkeit durchab, ab da wat hij zijn ene zijn voor ons gedaan heeft. Amen. We sluiten met een gebed. Himmlischer Vater, wir kommen hier nochmals für dich und wir danken dir für deine große Gnade und für so wunderbar, dass du alles geführt hast. Und wir können nicht anders als die loben und preisen, dass du das alle reich getan hast, Herr. Wenn wir uns ankicken dann und wir wissen, dass wir kommen rahmen dann alle Kart. Und du hast keinen Unterschied, alle Mann haben gesendigt und wir kommen bis einfach zur Kart. Schenkst du uns der Reichforderung durch Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Und danach den Glauben, was wir haben, den wirkst du noch in uns, Herr, dass wir auch durch für den Glauben, was du uns geschenkt hast, noch können die loben und preisen. Und Herr, möchte das keinmal anders sein. Möchte wir keinmal nicht vertrauen, dass wir selbst im Sturm sind zu glauben. Möchte die kein Vertrauen auf uns selbst loten. Möchte das alle, die Vertrauen immer alle Tränen die gehen. Und himmlischer Vater, jaft dort, dass wir dann auch mit Leib gefällt sind, das ist auch, was der Heilige Geist wirken wird. Dass die Leib in uns wirken wird, dass wir Leib haben für den Nächsten, und ganz besonders für die Mitgläubigen, die was biblisch wollen sein. Herr, musst du uns das geben, dass wir eine vollmutige Leib haben für unsere Nächsten und für die, was mit uns im Glauben sein, Herr. Musst du das wirken, wir sind nicht in Sturm, dass ihr uns selbst zu tun. Wir vertrauen uns auch nicht selbst. Und du kick wie immer ab, die, dass du das musst wirken. Und Herr, ich bitte auch für die Regierung rahmen uns, musst du auch deine Weisheit geben, dass sie machen weise regieren, und dass sie machen sich nicht zu Schaden merken, und dass sie nicht machen gegen die Väten. Wenn das nicht gut verehrt. Und Herr, wir beten, dass die musst Weisheit geben und dass das wiesen, dass die zu fürchten ist, und dass das längst Zeit ist, sich alle Hand zu geben und alle für die kommen und knien ans für die. Und dass wir nicht auf einmal raufkicken, dass wir dort auf einmal verachten, was die getan hast. Und mocht dit groß in jeder Regierungsmann sein, mocht die Furcht für die in jeder Regierungsmann mocht sein, und dass sie nicht so stolz verderweg gehen in gegen die Väten. Aber Herr, wir wissen auch, dass du weißt die mit. Die war steht zu schauen mehr und der wird gegen die Väten tun. Und die hassen war die Dinge zu bewahren. Himmlischer Vater, musst du das durch deine Gnade auch wieder so dort tun und uns wasen. In die Gnade, in die Leib, in den Glauben. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.